Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Mission der Blick auf Europa. Ihr wisst, dass wir für ein paar Jahre auf der COP21 zu Paris die Klimaziele definiert haben für die Europäische Union. Das hat dann aber natürlich dazu geführt, dass wir nicht nur hier eitel Versprechungen gemacht haben, groß auf dem Gipfel große Unterschriften drin gesagt haben in den Texten. Aber das muss ja dann noch an den einzelnen Ländern an ganz konkrete Mesuren umgesetzt gehen. Und das hat sich von Anfang an herausgestellt als das größte Problem, das wir am Gang sind, wie gesagt, löserlos zu bewältigen. Das hat in verschiedenen Bereichen schon dazu geführt, dass wir alternative Energien fördern, dass wir erneuerbare Energie fördern, dass wir CO2-Emissionen reduzieren. All die Ziele, die wir uns hier gesagt haben, für das dann zu halten, an den Infrastrukturen, bei den Häusern, Gebäuden und so weiter. Bis jetzt wäre aber am Transportbereich, an dem ich aktiv bin, wäre es noch nicht so. Der Transportbereich hat sich noch ganz schwer getan, das ist auch noch schwer. Aber wir sind, wie gesagt, am Gang, eine Gesetzgebung zu erstellen. Und wenn wir bei den Personenautos, wenn wir bei den persönlichen Autos, Individualverkehr, wenn wir doch schon löserlos an die richtige Richtung kommen, was erneuerbare Energie, was auch Zero Emission, also Null Emissionen, Autos, alles was Elektro ist und so weiter, wenn wir löserlos Schritt fassen, Schritt holen, dann ist es aber an einem Bereich von den Schwertransporten, von den Kamionen nach lang nicht der Fall. Das muss sich ändern, das sind wir uns bewusst. Wir schaffen eifrig drin an die Kommission hat auch eine Proposition gemacht, wie gesagt, für die Kamionen an der Zukunft mehr proper zu kriegen. Der Kamionsverkehr, ob man das wollen oder nicht, wird auch in Zukunft nach zuholen. Wir haben ein paar Initiativen getroffen, für mehr Verkehr auf die Schiene zu kriegen. Das wirkt sich löserlos aus, als aber dem ganzen Volumen als Schienen nicht gewusst, muss sich dann noch adaptieren, muss noch ganz viele Erfahrungen machen. An den Kamionsverkehr, wie ich schon gerade gesagt habe, wird auch in Zukunft noch zuholen. Für das aber dann die Emissionen nicht zu holen, dass wir aber mal wirklich eine Luftqualität tun, und noch Qualität, eine Lebensqualität tun, die schrecklich geht, die noch mehr schlimm geht, wie sie schon ist, müssen, wie gesagt, da Ziele gesetzt gehen. Die Kommission hat 15% CO2-Reduktion vorgeschlagen für 2025, auf 30% für 2030. Das ist ambitiös, wenn die Industrie, nämlich wenn mit der Industrie diskutiert, die grossen Hersteller von Kamionen, da sehen die das als Schreckgespenst, das heißt, die proposieren 7%, das ist an uns nicht genug. Und wir als Parlament sind mit der Proposition von der Kommission. Einige müssen zufrieden wollen, aber nach ein paar Bereichen darüber rausgehen und nach einer Akzente setzen. Die Akzente setzen, das ist besonders an 3-4 Bereichen alternativ Kraftstoffe. Das heißt, da kann man sich an einer Zukunft ganz neu außer Diesel, Methanol und so weiter vorstellen, Biokraftstoffe von der dritten Generation und so weiter. Und das heißt auch da, auch erneuerbar, also elektrisch umgetrieben. Kamion, das geht im Moment noch nicht. Das Prototyp am Gang, Testphasen durchzulaufen, aber das ist noch alles, kann er schon. In Zukunft wird, wie gesagt, viel mehr in die Richtung investiert gehen. Das ist nämlich als Ziel für zu fördern, das soll investiert gehen, das an die Recherche gestartet, an die Innovation, neue Ideen. Platooning ist zum Beispiel so eine Idee, wo die Kamion an einer Schiene fahren, wo sie digital auf ihnen aufgestimmt sind, mit Fuhrassistenten und so weiter, wo ganz viel Kraftstoff kann gespurt gehen. Alles das auch elektrisch Highway, das heißt Autobahnen, die teilweise mit Oberleitung, mit Katenären, wo die Kamion können mit einem Pantograph da drinnen fahren, wie gesagt, für ein paar 100 Kilometer elektrisch zu benutzen. Das sind alles Testphasen, die im Moment laufen, besonders am Norden, besonders in Schweden und nach Finnland, beginnen der Tester schon. Aber wie gesagt, das dauert noch ein bisschen. Und wir wollen am Anfang durch Forderungen, wollen wir die Industrie dazu bewegen, daran zu investieren. Weil, wenn wir das in Europa nicht machen, auf anderen Kontinenten, wie in Asien zum Beispiel, China, an den Firmen, auch in Kanada, auch an den Vereinigten Staaten, geht doch schon ganz eifrig daran geschafft, geht doch schon ganz eifrig auch unsere Projekte, unsere Pilotprojekte, geht doch schon, wie gesagt, durch den Teil geholt.
An wann Europa den Anschluss net wilt verleieren, da muss man unbedingt Erfolge machen an unbedingt an Forschung an Innovation investieren. Personenverkehr hat ja am Anfang gesagt, partikulär Individualverkehr, also sind wir schon weit. Darüber werde ich nächstes Mal schwätzen, weil wir zu Straßburg eine ganz wichtige Aufstimmung haben, genau über den dorten Dossier. Wie können wir CO2-Emissionen bei den Pkw noch weiter reduzieren? Wie können wir danach abspuren? In einem Sujet, den vielleicht auch nicht unwichtig ist, sondern was Leute auch immer, weil die alle Guten immens bewegt, dann ist auch das Sicherheit alimentär. Das ist so, dass wir ja immer leider auf Skandale hingewiesen gehen, abgedeckt gehen, was das Lebensmittel betrifft. Sie hat der Fabriken, sie hat der Schlechthäuser, sie hat doch das selber Produkte zurückgezogen von großen Schäden. Das kommt immer vier, und das für ein paar Jahre so ein System der Lecht angefordert gehen auf europäischem Niveau. An die Kommission, das gut, der tut sich frisch noch schon gedroht. An 2017 hat die Kommission den Rapport präsentiert. Es sind genau 3832 Fälle sind abgedeckt gehen, wo der 742 sich als wirklich Fraude erwiesen hat. Das ist, wo etwas so rangerutscht ist an als Lebensmittel, was er nicht verloren hat. Das ist ganz ein Hauptfall als Salmonellen bei geflügeltem Fleisch, aber auch sonst. Und dann natürlich der Fipronil, den auch an den Eier, das sind so ein bisschen die bekanntesten. Es gibt aber auch nach einer Elemente, die an denen, was durch Sputzmittel entsteht oder was durch Verpackung entsteht oder was einfach auch falschen Etikettage ist, wo etwas Falsches draufsteht, an etwas anderes, da dran ist. Das heißt, über 3000 Fälle sind an dem Rapport festgehalten gehen. Über 700, bei 800 haben sich als richtigen Fall durchgestellt, den noch muss sanktioniert gehen, den noch muss. Da merkt ihr, wie wichtig das Kontrollen sind. Die Kontrollen, die fangen an, besser zu funktionieren. Memberstaaten sind dafür zuständig, dass ich eine Gesetzgebung, an die muss von den Memberstaaten kontrolliert gehen. Das funktioniert alles besser. Wie gesagt, der Rapport den ist für uns auch immens wichtig, weil da auch nach mehr im Detail kann geguckt werden, was nicht klappt, was ich kann verbessern. Als Gesetzgebung gut genug, muss noch auf verschiedene Punkte nur gebessert gehen. Aber wie gesagt, ich wollte immer so, dass Sicherheit alimentär etwas Wichtiges ist an Europa, dass wir als größtenteils auch darauf verlassen können, dass wir eine Gesetzgebung haben, die Schloss hält, dass wir Kontrollen haben, die lösen alles besser gehen. Aber wenn etwas Vorgefallen ist, wenn etwas abgedeckt wird, dann sind es meistens kriminelle Machenschaften, die dazu gefordert haben, und die müssen extrem sanktioniert gehen. Wir können uns da kein Bläs geben, wir müssen den europäischen Standard von den Lebensmitteln müssen wir garantieren können. Das wäre, wie gesagt, hier von Brüssel. Die nächste Woche sind wir zu Straßburg, wo auch der estnische Präsident einen Red hält über die Zukunft in Europa, wo auch der Präsident von Montenegro da wird sind, den uns ein bisschen singen, wühlen, durchlädt. Und wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, über CO2 Reduktion bei den Emissionen von den Pkw werde ich auch, wo ich ganz konkret auf dem Dossier geschafft habe, werde ich auch nach darüber berichten. Vielmals merci für das Nachgucken, bis die nächste Woche.